der nächste Patient liegt schon seit einiger Zeit im Koma. Seit wann? Seit Saisonende. Hallo, Moje, Jode da. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Naja, liebe Freunde, aktuell kocht ja wetterbedingt gefühlt ganz Deutschland. Temperaturen jenseits der 30 Grad. Überall ist von Hitzewelle die Rede. Oder was heißt hier die Rede? Es ist eine gottverdammte Hitzewelle. Und an der Stelle... Ich sage euch direkt, ich nehme hier nur mit einer kleinen Lampe auf und falls man zwischendurch den Ventilator im Hintergrund sieht oder man auch sieht, wie die Flagge hier hinten sich bewegt, ja, hier ist ein Ventilator auf volle Pulle gestellt. Wir haben hier 33,9 Grad. Was soll ich machen? Ich habe mich auch jetzt zu diesem Video ehrlich gesagt gequält. Naja, gefühlt kocht ganz Deutschland. Aber wisst ihr, wer im Gegensatz zur letzten Saison bisher nicht gekocht hat? Thomas Kessler. Keine Ahnung, ob er seit Saisonende sich im Dornröschenschlaf befindet oder irgendwo in einem Bunker sitzt und einen komplexen Masterplan entwickelt. Ich weiß es nicht. Ich sage euch ganz ehrlich, ich befinde mich momentan irgendwo zwischen Geduld und Frust. Ja, und bevor ihr jetzt wieder schreibt, Leo, beruhig dich doch, das Transferfenster ist doch noch lange offen. Weiß ich selber, ne? Das ist mir schon klar. Und ich bin normalerweise auch keiner, der nach dem ersten Tag der Öffnung des Transferfensters schon 5 Neuzugänge fordert. Aber wir haben mittlerweile Ende Juni. Das Trainingslager rückt immer näher. Sind das noch 2 Wochen und ein paar zerquetschte? Und dann kommt auch noch das ein oder andere Testspiel. In wenigen Wochen soll sich diese Mannschaft auf die Bundesliga vorbereiten. Genau dort werden Grundlagen gelegt. Genau dort lernen sich neue Spieler kennen. Und genau dort entstehen Automatismen. Jeder Tag, den neue Spieler dazustoßen, ist ein Tag weniger gemeinsames Training. Und genau deshalb mache ich mir langsam meine Gedanken. Weil ich habe insbesondere von Thomas Kesslers Seite aus vor Saisonende immer wieder gehört, dass wir handlungsfähig seien auf dem Transfermarkt. Dass wir nicht zwingend unsere besten Spieler verkaufen müssen. Damit meine ich natürlich mal wieder Said Elmalah, aber auch unseren guten alten Jakub Kaminski, der eine Ausstiegsklausel hat von 20 Millionen Euro. Es hieß, dass genügend Möglichkeiten vorhanden sind und wir nicht zwingend auf diese Verkäufe angewiesen sind. Und langsam glaube ich, wir sind es ja doch. Langsam muss auch ich mich wohl damit abfinden, dass wohl 50 Millionen oder 45 Millionen für Said Elmalah ja wohl notwendig sind. Obwohl ich halt der Meinung bin, komm, wartet noch ein Jahr ab, dann können wir noch mal deutlich mehr verlangen. Aber das kann ich mir abschminken. Ich muss mich damit abfinden. Offensichtlich, wenn das so weitergeht. Weil, keine Ahnung. Gleichzeitig liest und hört man immer wieder, dass wir im oberen Regal suchen. Und jetzt, da frage ich mich ganz ehrlich, wo passt das alles zusammen? Immer okay, vielleicht passiert morgen etwas. Hör da wieder die ein oder anderen Gerüchte. Jetzt ist schon wieder, wie üblich, ein Däne irgendwie im Gespräch. Was anderes kennen wir ja gar nicht. Vielleicht passiert nächste Woche etwas. Das würde ich mir sogar wünschen, ehrlich gesagt. Aber Stand heute sehe ich hauptsächlich Abgänge, Vertragsentscheidungen und viele offene Fragen. Und ich sage ganz bewusst, offene Fragen. Denn ich möchte niemandem unterstellen, dass hier absichtlich falsche Versprechungen gemacht wurden. Aber ich habe mittlerweile den Eindruck, dass die Kommunikation und das, was wir momentan tatsächlich sehen, nicht so richtig zusammenpassen. Ja, und genau das macht mich nachdenklich. Und was mich zusätzlich beschäftigt ist, denke ich mal, habe ich oft genug angeschnitten, unser Scouting. Und bevor das jetzt einer zu einem Meme erklärt, ihr kennt mich mittlerweile, ich predige nicht erst das Ganze seit gestern. Ich wünsche mir einfach, dass der FC mutiger auf Märkten unterwegs ist, auf denen die Konkurrenz vielleicht noch nicht jeden Spieler auf den Zettel hat. Und für mich gehört natürlich dazu der Balkan, Ex-Jugoslawien, Serbien, Montenegro, Slowenien früher. Kroatien ist zu teuer. Dinamo Zagreb, was die für Summen verlangen, das kann der FC nicht bezahlen. Und das sage ich nicht, weil jeder Balkan-Spieler automatisch einschlägt, sondern weil dort immer wieder Spieler unterwegs sind, die den nächsten Schritt machen wollen. Und ich denke mal, Deutschland als hervorragendes Sprungbrett sehen. Und der erste FC Köln ist schließlich kein unbeschriebenes Blatt. Ich meine, früher haben wir auch Spieler entdeckt oder geholt, bevor halb Europa hinter ihnen her war. Ich erinnere nur an Zoran Tošić. Okay, das war ja nur eine Ausleihe, aber der ist ja voll eingeschlagen. Und Milos Jojic haben wir dann von Dortmund weggeholt. Und ey, er hat auch eine tragende Rolle hin und wieder gespielt. Der war gut, fand ich persönlich. Ja, und heute habe ich manchmal das Gefühl, dass wir überall dort suchen, wo ohnehin schon jeder sucht. Ja, und vielleicht
vielleicht täusche ich mich. Vielleicht arbeitet Thomas Kessler im Hintergrund an mehreren Transfers gleichzeitig. Und das hoffe ich sogar. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass ich in 2 Wochen hier sitze und sagen muss, okay, ich lag daneben. Das wäre für den Verein nämlich die beste Nachricht überhaupt. Aber Stand heute erkenne ich den Plan einfach noch nicht. Und genau deshalb bin ich momentan irgendwo zwischen Geduld und Frust. Ich hoffe wirklich, dass ich dieses Video in 2 oder 3 Wochen mit einem Lächeln anschauen kann und sage, zum Glück ist alles ganz anders gekommen und ich habe mich geirrt. Denn am Ende wollen wir doch alle dasselbe, dass der 1. FC Köln mit einer schlagkräftigen Mannschaft in die Bundesliga startet und die Klasse wiederum hält. Gut, wir kommen noch mal zum nächsten Thema und das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich eben gesagt habe. Denn während wir nach außen immer noch auf den ersten externen Neuzugang warten, gehen intern die Personalentscheidungen natürlich trotzdem weiter. Bekannterweise wurden unter anderem Ton Kraus und Jamai Simpson-Pusey fest verpflichtet, was ich natürlich begrüße, denn insbesondere Simpson-Pusey ist hier doch ziemlich gut eingeschlagen. Zum anderen, naja, das haben wir leider verpasst auf diesem Kanal, weil, naja, ihr habt es vielleicht mitbekommen in meiner Story, beziehungsweise meinem Community-Post. Ein doppelter Wespenstich hat mich eine Woche lang außer Gefecht gesetzt und genau da wurde das ja verkündet, dass Deniz Hüseyin Bašić uns verlässt. Jetzt bin ich wieder gesund, jetzt können wir mal kurz drüber reden. Er wurde inzwischen, wie ihr natürlich wisst, zu Sporting Braga nach Portugal transferiert und natürlich profitiert der FC hier ein bisschen durch eine Weiterverkaufsklausel. Das ist wirtschaftlich natürlich nicht verkehrt. Trotzdem sage ich ganz ehrlich, ich hätte ihn im Kader behalten. Und das nicht, weil ich der Meinung bin, dass Dennis in den letzten Monaten an seine beste Form angeknüpft hat. Die hatte er meiner Meinung nach nicht mehr ganz. Aber genau in einer Situation, in der wir momentan ohnehin nicht besonders viel Bewegung auf den Transfermarkt sehen, hätte ich einen Spieler mit Bundesliga-Erfahrung lieber als zusätzliche Option für die Kaderbreite und die Kadertiefe behalten. Natürlich kann ich auch ihn verstehen, wenn dieser Spieler mehr Einsatzzeit möchte und nicht die Rolle des Backups akzeptieren will. Das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Dann haben wir noch das Thema Finn Schenten, also kurz und knapp, auch er soll per Leihe den nächsten Entwicklungsschritt machen. Aber ganz ehrlich, irgendwann frage ich mich schon, wie viele Talente wir noch verleihen wollen. Weil irgendwann kommt der Punkt, an dem ein Talent kein Talent mehr ist, sondern den Durchbruch schaffen sollte. Und das bringt mich direkt zum nächsten Namen, Jaka Čuber-Potočnik. Sein Vertrag wurde verlängert und er wird erneut an Rot-Weiß Essen verliehen und wir wissen jetzt nicht genau, wie lange der Vertrag verlängert wurde, aber er bleibt weiterhin offiziell Spieler des 1. FC Köln. Also ich wünsche dem Jungen wirklich nur das Beste, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt langsam auch einmal sehen, ob sich das alles am Ende ausgezahlt hat, was wir erlebt haben aufgrund des Transfers dieses Spielers. Ihr erinnert euch bestimmt noch, welche Diskussionen es damals um seine Verpflichtung gab, die Kasssperre und dergleichen. Naja, wegen dieses Transfers hat der FC damals enorme Probleme bekommen und am Ende sogar die Transfersperre kassiert. Das war eines der prägendsten Themen der letzten vergangenen Jahre. Und wir können froh sein, dass wir wieder Bundesliga spielen. Ich habe echt das Schlimmste befürchtet damals. Und das ist der Spieler, der es wert war, diese Kasssperre zu kassieren, weil ein Christian Keller glaubte, Zeugenaussagen würden das verhindern. Und ich weiß, dadurch entsteht weiterhin Druck auf den Jungen. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem ich einfach Ergebnisse sehen möchte in Bezug auf ihn. Mit 21 Jahren reden wir aus meiner Sicht nicht mehr über einen 17-Jährigen oder 18-Jährigen, der noch alle Zeit der Welt hat. Irgendwann muss der Schritt Richtung Profifußball beim 1. FC Köln kommen. Oder generell der Schritt Richtung 1. Liga. Und ich hoffe wirklich, dass er diese Entwicklung noch nimmt. Allerdings, ich gebe ehrlich zu, ich bin inzwischen deutlich skeptischer als noch vor 1 oder 2 oder gar 3 Jahren. Also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Denn wenn Čuber-Potočnik irgendwann den Durchbruch beim FC schafft, dann freue ich mich genauso wie jeder andere FC-Fan. Im Moment bleibt aber auch dieses Thema für mich eher ein großes Fragezeichen. Wasser. Das Elixier des Lebens. Wie sagen noch die ganzen Influencer immer, stay hydrated. Naja, normalerweise bin ich ein richtiger Eidechsenmensch, aber wenn man halt im Dachgeschoss wohnt, dann ist es einfach nur bodenlos und unter den Bedingungen muss ich auch noch arbeiten. Gut, wir kommen langsam mal zum Ende dieser Folge, liebe Freunde. Kleine Ankündigung, wie es jetzt in nächster Zeit hier weitergehen wird. Also, mutmaßlich soll in der kommenden Woche die Adidas-Kollektion rauskommen. Also das Trikot, dann die ganzen Trainingsklamotten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wozu ich nächste Woche in der Lage bin. Ich gedenke, dass ich wahrscheinlich
doch zu einem der Fanshops fahren werde, weil ab nächster Woche bin ich ja in Teilzeit, habe ein bisschen mehr Zeit. Ich habe jetzt nicht vor, was zu kaufen, weil ich muss ein bisschen mit meinem Geld aufpassen, aber es wird Aufnahmen geben. Ob diese Aufnahmen aber aus dem FC-Shop oder dergleichen kommen, mal schauen, weil ich nehme das nicht alleine auf. Und es wird auch, sagen wir es mal so, nur Aufnahmen der Klamotten geben und wie sie mir stehen, weil ich möchte die Passform mir ansehen. Aber falls ich nicht dazu komme, in den Shop zu fahren, dann schauen wir uns das Ganze hier auf der Webseite des FCs an und bewerten nicht nur das Trikot, so wie wir das jedes Jahr machen, traditionell, das ist das 3. Mal hintereinander, sondern auch ein bisschen die Kollektion, weil ich habe mich ja sehr auf Adidas gefreut und ich kann nur eins sagen, für Leute, die es etwas schicker und legerer mögen in Sachen Sportklamotten, ist einfach Adidas der beste Ausrüster. Und ich bin ja auch in einem gewissen Alter mittlerweile, wo man jetzt auch nicht mehr so ausgeflippt sich kleiden sollte, sonst wird es langsam cringe. Deswegen ist Adidas der perfekte Zwischenweg und deswegen will ich darüber reden. Aber ganz ehrlich, mal abgesehen von den ganzen Klamotten, die jetzt demnächst rauskommen und die ich bewerten werde, werde ich abwarten, bis mal endlich was passiert. Ein relevanter Transfer, beziehungsweise ein Transfer auf unserer Seite und falls wir irgendeinen Spieler abgeben müssen, der wirklich so wichtig ist wie, keine Ahnung, Marvin Schwäbe, da gab es ja auch irgendwelche Gedanken, mit denen er gespielt hat. Sowieso Said El-Mala und Jakub Kaminski. Falls da irgendwie einer dieser Spieler vielleicht auch abgegeben wird, dann reden wir auch darüber. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich keinen Grund mehr, das Sommerloch zu stopfen, weil ich rede nicht über Gerüchte. Weil heute heißt dann, wir sind an dem und dem Spieler interessiert. Ja, ich weiß von diesem Dan Bescheid, der da angeblich von Manchester United beobachtet wird. Nichtsdestotrotz ist es ein Gerücht. Erst wenn es durch ist, dann ist es durch und ich mache nicht Content um des Contents willen. Sogar das hier, sogar bei diesem Video heute hier, fühle ich mich ein bisschen schlecht, muss ich an der Stelle sagen. Weil, keine Ahnung, es ist ja einfach nur eine Einladung zur Teilnahme an meinen Gedanken zu diesem Thema. Das ist jetzt nicht irgendwie so, damit der Kanal nicht tot ist. Gut, wir kommen jetzt zum Ende. Tut mir einen Gefallen und seht euch nochmal das Video von letzter Woche an. Das ist wirklich ein tolles Video. Das sind die Videos, die ich am liebsten mache. Ein kleines Porträt über einen FC-Fan. Aktuell sind wir bei über 500 Aufrufen. Da geht noch was. Schaut da bitte noch mal rein. Nehmt euch die Zeit, weil die ist es wert, meiner Meinung nach. Ja, und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sag mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alle.